Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 18. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Borussia Dortmund. Und das ist nicht nur der Beginn der Rückrunde, sondern für uns auch der Beginn unserer großen Partyzeit. Denn, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, am 6.12.2024 werden wir unser 10-jähriges Jubiläum haben. Und da wird es eine große Party geben. Ja, und bis dahin machen wir so allerhand jeckes Zeug, wie zum Beispiel da oben das Corner-Logo, also unser Jubiläumslogo wird es geben. Da werdet ihr irgendwann sagen, ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Und wir haben noch ein paar andere Sachen geplant. Also wir werden natürlich Rückblicke machen, dass wir immer mal sehen, ne, was haben wir denn alles erlebt. Wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, das muss dabei sein, weil ihr vielleicht selber auch dabei wart, ne, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir nehmen das gerne auf. Ne? Definitiv. Und an der Stelle möchten wir auch mal ganz viele neue Abonnenten übrigens auch begrüßen, die in letzter Zeit dazugekommen sind. Hier gerade bei YouTube laufen wir stramm auf die 3000 zu. Also herzlich willkommen an alle Neuen. Auch bei Instagram, Facebook geht es weiter. Und wir wollen natürlich auch daran arbeiten, dass das in diesem Jahr zu unserem Jubiläum hin dann auch noch mehr werden. Und deswegen von uns nochmal ganz klar an euch auch die Aufforderung, liken, teilen, Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid und wisst, wenn es neue Beiträge gibt. Ja. Und das ist ja auch förderlich für diesen komischen Algorithmus, der dem Ganzen hier zugrunde liegt. Ja, wir wollen natürlich den allerbesten Algorithmus-Schub haben bis Ende des Jahres, den man sich nur vorstellen kann. Und da sind wir auf euch angewiesen, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und auch da werden wir euch wieder fröhlich auf den Sack gehen. Ne? Bevor wir uns aber jetzt nur über uns selber hier verlieren, würde ich sagen, kommen wir mal in die Gegenwart. Ne? Und da sind wir sehr, sehr schnell bei unserem Shirt. Denn das, was uns Mut macht, dass wir eine sehr, sehr gute Rückrunde vor uns haben, das haben wir da draufgeschrieben. Da steht nämlich Stammstabil. Jugend forsch. Wie kriege ich das jetzt aus? So, Mission Abnehmen ist noch nicht angegangen worden. Bis dahin aber erstmal 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Dortmund. Prösterchen, Leute. Oh, das hilft. Ja, wie ihr seht, ne, zu meiner Rechten gibt es einen riesen dicken Stamm. Den kriegt so schnell keiner umgepinkelt. Also ganz stabiles Ding. Ne? Ja, und Jugendforsch, da haben wir uns die Location natürlich auch wieder passend ausgesucht. Und natürlich habt ihr das auch längst erkannt, wo wir hier stehen, am Aachener Weiher. Und im Hintergrund sieht man den Kolonius. Mittlerweile auch seit Jahren ein Spot für junge Leute, die sich hier treffen. Wir sind hier früher in unserer Jugend, also ich kann für mich sprechen, ich habe da vorne auf der Dürrener Straße hatte ich meine erste eigene Wohnung. Und da sind wir hier noch, konnte man mit dem Auto noch fahren um den Aachener Weiher drumherum, wenn man in die City gefahren ist. Auf jeden Fall hier ein wunderschöner Platz. Und wir haben hier geforscht. Ne? Da hinten ist die Uni. Ne? Und wir haben aber auch nicht nur akademisch geforscht, würde ich sagen, sondern auch partymäßig. Das war schon so. Also super Definitiv. Ecke hier, passt großartig. Aber wie meinen wir das denn jetzt? Wir meinen ja jetzt eigentlich nicht, dass natürlich unsere Spieler anfangen sollen, einen saufen zu gehen, ne? Sondern ganz anders. Was haben wir gesehen in Heidenheim? Das Motto ist geboren tatsächlich in dem Spiel gegen Heidenheim, wo das schon sehr gut geklappt hat. Also die Stammspieler haben endlich wieder zu alter Form gefunden, würde ich mal sagen. Ne? Allen voran Florian Kainz, für mich ein überragendes Spiel. Leider Gottes musste er in der 60. Minute ausgewechselt werden. Bis dahin war aber wirklich richtig, richtig klasse. Und auch die anderen, also man hatte schon das Gefühl, dass irgendwo auch ein neues System, eine neue Art zu spielen, gerade am Anfang. Also schon ein bisschen auch weg von diesem absoluten ultimativen Attacke-Fußball, mit dem man sich aber vielleicht auch sofort wieder die Konter gefangen hätte. Es fühlte sich viel sicherer an. Ja, ne? Ich muss sagen, ich bin ja sonst wahnsinnig nervös und manchmal denke ich, warum tue ich mir das an? Ich kann das gar nicht ertragen. Ich war sehr, sehr ruhig eigentlich während des Spiels, gerade während der ersten Hälfte, weil ich das Gefühl hatte, okay, wir gucken uns das an, was die machen. Wir rennen nicht blind irgendwo rein. Du hast recht, ich habe das Gefühl gehabt, dass einige doch deutlich verbessert waren. Und die es noch nicht sind, würde ich sagen, die sind halt jetzt auf dem Weg. Ne? Es war ja nun wirklich nicht viel Zeit für einen Trainer.
Also das macht ganz viel Mut, dass wir eine deutlich verbesserte Form bei den Stammspielern sehen werden. Richtig. Zweite Hälfte, na gut, ne? Ja, und diese verbesserte Form bei den Stammspielern, die ist natürlich eine wunderbare Basis dafür, dass die Jugend auch befreiter aufspielen kann, da vorne so richtig Gas geben, experimentieren kann, forsch auftreten kann. Und daraus könnte sich ein richtig gutes Zusammenspiel für den Rest der Saison, ich meine, das ist immerhin noch die komplette Rückrunde, könnte sich daraus ergeben. Deswegen ist unser Motto jetzt für das Dortmund-Spiel gleichzeitig auch die Theorie für die ganze Rückrunde. Also so muss es funktionieren. Starke Stammspieler, die zurückfinden zu ihrer Form und Jugend, die da vorne richtig mit freiem Kopf und ohne Druck Gas geben kann. Das könnte funktionieren. Und das sah ja richtig gut aus, muss ich sagen. Ne? Also Finkgräfe fand ich eine sensationelle Leistung. Auch Diehl hat mir sehr gut gefallen. Natürlich ist da immer die ein oder andere Unsicherheit und das vielleicht übermotiviert sein auch schon mal dabei. Und wie der Trainer gesagt hat, an Selbstbewusstsein fehlt es ihm nicht, dass er sich dann den Ball nimmt für einen Freistoß. Aber so muss es eben sein. Die Jugend darf dann forsch sein und dann werden wir auch deutlich weniger ausrechenbar, als wir das doch zuletzt auch waren. Ne? Ich glaub, das war schon ein Faktor. Ne? Wenn er den Keins einen Freigeist genannt hat in dem Spiel, was war dann Justin Diehl? Ne? Also auch ein völlig, der hat ja wirklich gemacht, was er wollte, im positiven Sinne. Ne? Ich meine, dass er sich jeden Ball geschnappt hat, nachher die Standards getreten hat. Die kamen im Übrigen sehr gut rein. Ich meine, die Torschüsse darf er gerne mal von der Höhe her ein bisschen runtersenken. Vor allem dieser eine Schuss, der war deutlich drüber. Aber egal, mach weiter so. Und auch die anderen, Max Finkgräfe, du hast es gerade schon gesagt, fand ich super. Hat mich an den jungen Jonas Hector erinnert, in seinen ganzen Bewegungsabläufen. Also das ist zusammen mit den Stammspielern eine richtig gute Basis. Ja, und also Keins, ich muss das auch noch mal sagen, genau der Kapitän, den wir uns gewünscht haben die ganze Zeit. Ja. Absolut großartig, Taktgeber und spürbar, als er dann raus war. Also das genau so wünscht man sich. Ja. Und da kann man eigentlich mit gutem Gefühl Richtung Dortmund gucken. Ja, absolut. Und ich meine, der Poldi hat dann geäußert, dass ihm in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen der Dampf gefehlt hat. Das kann man natürlich sagen. Und er hat das mit Sicherheit auch so gemeint, dass er die Mannschaft weiter anspornen will. Er hat mit Sicherheit auch die gute Leistung in der ersten Halbzeit gesehen. Und das kann man so sehen. Aber was hältst du grundsätzlich von den Gesprächen jetzt mit dem Vorstand zwischen Poldi? Ist es der richtige Zeitpunkt? Ja, also ich kann zwischen der Stadt, dem Verein und Poldi kaum unterscheiden. Das gehört einfach alles zusammen. Ja. Insofern ist das meiner Ansicht nach komplett unausweichlich, dass er irgendwann eine tragende Rolle spielen wird. Wann das sein wird und in welcher Form, weiß ich nicht. Aber ich bin grundsätzlich da sehr dafür. Und er ist ja auch, hat sich ja an vielen Stellen auch schon bewiesen, dass er ein Businessman ist. Der, absolut. Ist kein Youngster mehr, dem man nichts zutrauen kann. Ja, und was super ist, dass er auch die Nähe zur aktiven Fanszene hat. All das ist auch schon zumindest mal die Garantie, dass Leute wie Funkel, Held oder Werle oder diese ganze Mischpoke, dass uns die vom Leib gehalten, hoffe ich zumindest, ne, dass die uns vom Leib gehalten werden, wenn ein Lukas Podolski in unserem Verein aktiver wird. Ja, wir müssen nach vorne und junge Modelle haben, ne? Andere Modelle. Wenn wir sagen, wir sind ein mitgliedergeführter Verein, dann können wir nicht so agieren, wie Leute über Jahrzehnte vorher agiert haben. Ne? Und auch wenn das manchmal der einfachere Weg scheint, es ist es nicht. Das ist Quatsch. Ne? Ja. So, und jetzt reden wir über Borussia Dortmund? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, mein Gott, es ist ein Heimspiel und gegen Dortmund haben wir in den letzten Jahren nun wirklich auch genug Erfolge gefeiert. Ich denke nur an Anthony Modest, der sie mehrfach abgeschossen hat. Da kommen wir später noch mal zu. Nein, ich glaube, wenn wir mit dieser mannschaftlichen Geschlossenheit, die wir in der ersten Halbzeit gesehen haben und dieser Mischung aus Jung und Alt, wenn wir so in das Spiel reingehen, dann können wir den Dortmundern ein Bein stellen. Natürlich sind die haushoher Favorit, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber wir sind, ich habe es gesagt, weniger ausrechenbar. Ich glaube, die wissen auch nicht so ganz genau, was da kommt. Und ein bisschen Chaos gehört dazu, dass wir so junge Spieler haben, von denen die nicht wissen, was tun die als nächstes. Und mit ein bisschen Spielglück, ein bisschen mehr Spielglück noch. Ne, das Ding von Thielmann kann auch reingehen, prallt dann da ab. Ne? Also kann auch mal ein Sieg gegen Dortmund drin sein. Ist nicht komplett unmöglich. Ja. Ne? Ich glaube vor allen Dingen, das Ganze wird nicht daran scheitern, dass wir jetzt auch weiteres Verletzungspech noch gehabt haben. Oh ja. Natürlich, jetzt fallen mit Selke und Luca Waldschmidt zwei vermeintlich super wichtige Spieler aus. Aber mal ganz ehrlich, also
Selke war mehrfach schon verletzt in dieser Saison. Luca Waldschmidt, obwohl ich ihn wirklich vom Spielertyp her richtig gut leiden kann, aber so die letzte Leistungsexplosion hat es da auch noch nicht gegeben. Und man erinnere sich mal vor 2,5 Jahren, als damals Jonas Hector aufgestellt und plötzlich als Mittelstürmer eingesetzt wurde. Und das wäre für mich auch die Lösung für dieses vermeintliche Stürmerproblem, was wir jetzt haben. Ich meine, es sind genug Leute, die Fußball spielen können, die wir vorne, wenn ich mir vorstelle, ein Sturm aus Thielmann, Lubicic und Justin Deal. Ich glaube, das wären 3 Leute, die da vorne richtig Bewegung machen könnten. Vielleicht geht man weg von diesem klassischen Stoßstürmer und versucht es mit spielenden Stürmern. Ich glaube, da ist Potenzial in der Mannschaft und das traue ich vor allem dem Timo Schulz zu, dass er das identifiziert und dann auch in die Praxis umsetzt. Ja. Wir haben de facto im Moment den schlechtesten Sturm der Liga. Genau. Wir sind da wirklich nicht gut aufgestellt gewesen. Und natürlich haben wir alle die Hoffnung gehabt, dass jetzt Selke und Waldschmidt einen riesen Formsprung machen. Jetzt sind sie erstmal verletzt, dann wird die Fantasie sich auf jemand anderen konzentrieren müssen. Denn das war bislang ja auch nur Fantasie. Ne? Also wir wünschen ihnen wirklich, dass sie bald wieder gesund sind. Ja. Also so soll das bitte nicht verstanden sein. Aber mehr als Fantasie war es bislang auch nicht. Und na gut, ich meine, wenn sie wochenlang ausfallen, dann müssen wir uns was anderes ausdenken. Ja. Wir werden ja kaum spielen, ne? Trotz Jubiläum. Ne? Obwohl wir mittlerweile auch schon zum Stamm gehören. Ne? Also nach fast 10 Jahren kann man das, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Ja, wir sind Stammspieler auf der Tribüne. Ne? Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen... Wir werden jetzt für alle die es nicht erwarten können und die vergessen haben, wie schön das ist zu gewinnen. Ja? Hier immer was haben. Und in diesem Fall ist es ein Video, erinnert euch daran, wie geil das ist zu feiern und gegen Dortmund zu gewinnen. Ja. Und wie gesagt, nicht vergessen, kommentieren, liken, das ist der Channel. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag 15:30 Uhr in Müngersdorf.